Also, wir gehen rein in das neue Video vom Maelo. Und es geht um das neueste Video von Maelo, wo er nach gefühlt 100 Jahren endlich wieder mal eins aufgeladen hat. Schweiz-Quiz gegen Unge. Entweder ist er wieder zu Madeira gewesen, oder es ist einfach uralt und er hat 20 Jahre gebraucht, um das Video zu schneiden. Vor knapp 3 Monaten war ich bei Simon Unge und habe ihm mein Regenbogenglas mit. Er sagt es gerade, vor 3 Monaten. Also vor 3 Monaten ist er dort gewesen und jetzt kommt das Video. Wer braucht schon 3 Monate, um ein Video zu cutten? Natürlich der Maelo. Oh mein Gott, das ist so hübsch! Willst du dich verarschen? Und vielleicht auch noch ein bisschen Evanio. Das ist schon. Das ist angemalt. Boah, das ist so geil gewesen, damals. Also muss man wirklich sagen, die ganze Sache mit dem Regenbogenglas von A bis Z einfach nur geil. Also wirklich Hut ab von dieser Aktion, die sie da rausgehauen haben. Bist du dumm? Er sich freut. Hure geil. Nicht nur das Schweizer Regenbogenglas ist schön, sondern auch Evanio. Ich meinte die Schweiz. Also Evanio hat, nein, meine Fresse. Ich meinte die Schweiz. Ja, und weil ich Schweizer bin, stelle ich Simon jetzt ein paar Fragen zur Schweiz. Oh nein, das darf niemand sehen. Das war wirklich ein scheiß Moment. Aber das damit ist es schon geil nicht so gewesen. einseitig wird, machen wir jetzt einen Schweiz-Quiz und im nächsten Video, Part 2, machen wir einen Madeira-Quiz für ihn. Würdest du sagen, die Schweizer sind sehr selbstbewusst? Nein, überhaupt nicht. Ich tue nur so jetzt. Ich bin eigentlich, Okay. eigentlich eher so ein ganz bescheidener Mann. Ein kleiner, bescheidener Mann. Ja, gleich ist er. So. Ja, ich weiß, wenn die Kamera aus ist, er redet nur über sein Geld. Simon, die erste Frage zur Schweiz. Welche Erfindung ist nicht made in Switzerland? A. Okay. LSD, B. Schokolade, C. Der Gemüsesparschäler. Also wenn ich da falsch liege, dann hau ich 5 Subgifts jetzt raus. Dann hau ich das raus. Und zwar, es ist Schokolade. LSD ist eine Schweizer Erfindung, Gemüsesparschäler auch, das habe ich schon in Videos gesehen. Und darum muss es Schoki sein. Wir machen auf die geilste Schoki, aber wir haben sie nicht erfunden. Wer die erfunden? Wer hat Schoki erfunden? Schäler. Oha, Schokolade kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die aus der Schweiz kommt. Weil Ja, aber es Schokolade ist- und ja. Schweiz, das gehört zusammen. Von LSD und vom Gemüsesparschäler habe ich noch nie was gehört. Nicht, LSD, das nimmst du täglich. ja, ich habe aber noch nie was im Zusammenhang mit der Schweiz gehört. Ich habe noch nie in der Schweiz LSD genommen. Ich würde eher sagen, dass LSD nicht aus der Schweiz kommt, weil, Wohl. jetzt kommt die Begründung, so ein Gemüsesparschäler ist schon so ähnlich wie so ein Schweizer Taschenmesser. Das Ja, können die voll. Schweizer. Aber LSD, Genau. da denke ich eher an Deutschland, wegen den großen Pharma-Konzernen, wie zum Beispiel Ja, die Schweiz hat auch grosse Pharmakonzerne. Bayer oder so. Deswegen würde ich sagen, dass LSD eventuell eher aus dem deutschen Raum kommt und nicht aus der Schweiz. Mein lieber Mann, das ist leider falsch. Jetzt müssen wir schauen. Die Antwort wäre gewesen Schokolade. Was, Schokolade kommt nicht aus der Schweiz? Nein. Nein, Wo sag ich doch. Ich hab's gesagt. kommt Schokolade denn her? Das Er hat jetzt glaube ich, abgefragt, Frage. von wo die Schoki herkommt. Nein. Wo kommt Schokolade denn her? Das Ah, eben. jetzt überhaupt. Und das wissen sie auch nicht. Geil. Ah, da bin ich wenigstens nicht der Einzige. Die zweite Frage. Seit wann gibt es ein schweizweites Frauenwahlrecht? Okay, Challenge. Wir haben keine Vorgaben. A, B oder C. Weiss es jemand von euch? Ich kann es jetzt schon sagen. Weil da ist nicht erst vor kurzem, das habe ich mir gemerkt, weil das ist so krass. Es ist so krass. Oh Gott, nein, jetzt mir eigentlich nicht mehr. Ist es... Fuck, nein, vielleicht... Ich weiss, es ist etwas mit 1990. Ich kann es jetzt schon sagen. Ist 90... 91, 92, irgend so etwas, aber es ist 1909 und dann irgendeine Zahl dahinter. Ich weiß es nicht genau, aber es ist so etwas und es ist näher an 1990. A. 1920. 20, falsch. B. 1950. Falsch. Oder C. 1990. Okay, dann ist es 1990. In Deutschland gab es auf jeden Fall ein Wahlrecht für Frauen vor 1990. Jetzt ist die Frage, ist die Schweiz, was Frauenrechte angeht, fortschrittlicher oder rückschrittlicher als Deutschland gewesen früher? Also 1920 halte ich für sehr früh, aber vielleicht ist die Schweiz ja auch krass früh unterwegs. Nein, leider Was geht nicht. bei der Schweiz ab, frage ich mich. Es ist jetzt schon wieder so, dass ich jetzt erwarten würde 1920 oder 1950. Aber deswegen nehme ich jetzt einfach 1990. Ich sage, die Schweiz ist sau spät dran gewesen mit Frauenrecht. Ey, das stimmt. Siehst du? Das geht gar nicht. Aber ich habe 1990. hab mir schon gedacht, dass ich jetzt diese Antwort nehme, weil du bei der ersten Frage auch so. Jetzt werde ich ein bisschen drauf achten. Pfeife, Junge, der Pfeife, Junge. Okay, jetzt habe ich mir den ersten Punkt gegönnt. Schon Simon klar. hat gerade geflext. Ich verstehe alles. Okay? Ankre ist ein Ja. häufig gebrauchtes Butter. Wort im Alltag. Was bedeutet es? Butter. A. Konfitüre. B. Butter. C. Wurst. Jawohl.
Ich würde sagen Butter. Ich sag dir auch die Begründung. What the Gibt eine fuck? Buttermarke, die hieß mal Anke, Butter von Anke. Und dann haben die Leute einfach gesagt, ich nenne die Butter jetzt so wie die Marke. So wie Tempo, sagt man zu Taschentüchern. What the fuck, ist das stimmt das? Stimmt das? Nennen wir das bei uns Anker, weil die mal eine Marke so geheißen hat? Hey, wenn das von daher kommt, dann weiss er so schlau überlegt und wir Schweizer sind dann so blöd nennen, dass Anker, weil der mal eine Marke so geheißen hat. Hey, wenn das so ist, wäre ja krass. Was? Ich kenne die Marke nicht. Du bist doch Veganer, was ist denn jetzt los? Ab und zu mal ein schönes Stück Butter mit Steak. Ein bisschen Wurst drauf, ein bisschen Yalla, let's go. Zu einfach Ja, diese ey. Schweizer Fragen. Meine Damen und Herren, die 4. Frage. Es wird immer heißer um Simon. Was bekommt man, wenn man in der Schweiz Ja. ein Gipfeli bestellt? Okay, das ist einfach. A. Kuchen, ein Croissant oder ein Bier mit Limo? Selbstverständlich ein Bier mit Frage. Limo. Ein Bier mit Limo macht mir irgendwie nicht so viel Sinn, weil das hat ja nicht so einen Das richtigen ist halt für, Gipfel. das Wenn ist jetzt wirklich Bier sich so einfach. absetzen würde, oder die Limo sich absetzen würde, dass es wie so ein Gipfeli wäre. Wie so ein Gipfel Ja, von einem Berg. genau. Dann könnte ich mir das noch nachvollziehen. Aber ich glaube, bei einem Bier mit Limo, das sieht Hey, aber an sich macht er hure schlaue Gedankengänge. Wegen dem Ding, später würde noch Sinn machen. Ey, wenn er jetzt wegen dem Gipfeli sagt, hey, dann sind seine Gedankengänge hure komisch. Aber er würde durch das Komische auf das richtige Resultat kommen. nicht aus wie ein Gipfeli. Bei einem Kuchen oder bei einem Croissant ist das schon was anderes. So ein Croissant sieht aus wie ein kleines Gipfeli. Oder auch ein Kuchen könnte auch ein kleines Gipfeli sein. Aber da die Schweiz sehr viele französische Einflüsse hat, wage ich zu bezweifeln, dass die dieses Croissant umbenennen würden. Und Einfach, jetzt dass die ist schon einfach der das Croissant Fall. Ein Gipfeli umbenennen würden, das weiß ich nicht. Aber ein Kuchen, so ein kleines Gipfeli, so ein Stück. Er glaubt es nicht, oder? Hey, wenn der wüsste, dass es einen Röstigraben gibt, dann würde er nie, dann hätte er ein Gipfeli gesagt. Garantiert, aber jetzt sagt er jetzt einen Kuchen wegen dem. Kuchen, ich hätte gerne ein Gipfeli. So ein Erdbeergipfeli. Das könnte ich mir vorstellen. Ich muss aber Erdbeergipfeli, gerade noch mal kurz drüber nachdenken. Ich sag Kuchen. Also, Ja. meine Damen und Herren, wenn Kuchen-TV in der Schweiz ist, dann sagen sie nicht Gipfeli-TV. das Gipfeli ist TV. leider. Es ist das Croissant. Es ist das Croissant. Wie Ja, frech genau, sind die, dass ja. die es einfach umbenennen? Haben die keinen Respekt vor ihren Schweizer Franzosen? Nee. Überhaupt gar nicht. Das- Also es gibt wirklich gefühlte Rivalität. Ich habe gedacht, Französisch sprechende Schweizer und Deutsch sprechende Schweizer sind so. Oh nein. Meistens leider so. Ja, aber das ist das. Ich habe mir fast schon befürchtet, weil wenn die den Croissant Gipfeli nennen, dann nennen die auch den Ärgererbach Jerry. Wir Schweizer, wir lieben unsere Seen. Ja. Und Okay. in der Schweiz ist man nie mehr als Wie viel Punkt, Okay. sind an dem See? Kilometer von einem See entfernt. 12 Oh. Kilometer, Oh, das wäre aber krass. 20 Kilometer oder 26 Kilometer. Oh. Das ist jetzt, also 12 sicher nicht, aber 20, 26, weil 6 Kilometer ist schon nicht wirklich viel. Ey, aber wir haben verdammt viel Seen. Die Schweiz hat brutal viel Seen. Und wir sind nicht gross und wenn man dann denkt, wir haben noch Berge, sind wir an sich noch kleiner. Hey, wieso muss 26 stehen? Wieso kann ich, wenn ich jetzt würde stehen 30, 35, dann wäre es für mich klar bei 20. Dann würde ich klar das sagen. Jetzt müssen wir überlegen, wie oft ist A, B oder C richtig gewesen? Hat sich das irgendjemand gemerkt? Also, ich habe mir das nicht gemerkt. Scheiße. Ach komm, ich sage einfach, weil wir viele Seen haben und die Schweiz klein ist, nehme ich einfach den Durchschnitt, nehme ich die Mitte, 20 Kilometer B. Aber das kann auch, oder, ach scheiß drauf, also nehmen wir einfach die Mitte B. Schwierig. Das Problem ist, die Schweiz ist nicht besonders groß. 12 Genau. Kilometer ist schon weit, da kann man Nein. schon einen See erreichen. Aber da du die Frage so formuliert hast mit, ja, man ist nie weit von einem See entfernt, denke ich fast, dass die weiteste Antwortmöglichkeit eher zutrifft. 26, wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwo am Arsch der Welt, 26 Kilometer. eben, bis das zum See. denke ich auch. Aber 26 Kilometer ist weit. Aber ich sag 26 Kilometer. Okay, also die zweite Antwort wäre richtig. 20 gewesen. Kilometer, Es war hey. 20 Kilometer, leid. Geschätzt, getippt, Mitte genommen. Wenn ihr nicht sicher sind, nehmen einfach die Mitte und ihr seid auf dem richtigen Punkt. 20 Kilometer. Unwissenheit. Leider. Aber gleich Aber richtig. schwere Fragen, muss man Ja, sagen. aber Schwere das Fragen. sind, das sind, ich habe schwere Fragen, das sind eher Schätzfragen, also nicht unbedingt Wissensfragen. Jetzt Ja, Das ist 2 Punkte, voll. das ist eine Sind wirklich Enttäuschung Schätzfragen. von mich selbst. Ich hoffe, du raffst bei Madeira-Fragen gar nichts. Die nächste Frage ist, was ist der Röstigraben? Oh, das wird er nicht wissen, Röstigraben. Sonst hätte ihr jetzt andere mit dem Croissant und Gipfeli gewusst gehabt. Aber ich finde es geil, dass er das reinnimmt. Das erklärt für den Unge im Nachhinein das mit dem Gipfeli. Aber ich meine, das muss ich jetzt nicht erklären, weil das wissen wir alle. So Ah, ein du willst- Kartoffelrösti hat. Ah, du willst gerade reingehen? Man macht Kartoffelpüree, Ja, und warte. macht in der Mitte lässt man so eine Zeile frei und dann macht man eine Soße rein. Kartoffel- Ich hätte Püree. dir auch 3 Antwortmöglichkeiten geben können. Ja, du gib mir die Antwort. Ja, okay, ruhig. soll ich- Geil, er gibt schon die Antwort, ohne die Antwortmöglichkeiten zu hören. Jetzt bin ich gespannt. Die geben, das war gar nichts.
Das ist auch ein Röstigraben. Ja. Das ist mein Röstigraben. Ja, nee, dein Röstigraben ist woanders. Willst du ihn mal sehen? Später. Die erste Antwortmöglichkeit ist ein 1527 von der päpstlichen Schweizer Garde errichteter Wall, der den Papst vor den Truppen Karls beschützen sollte. Der Röstigraben. B. Eine Delle für die Soße im traditionellen Kartoffelgericht Rösti. Oha! Ey, aber da habe ich ja eine von deinen Antwortmöglichkeiten sozusagen erraten, aber die war falsch. C. Ein Ausdruck für Voll. die psychologischen Unterschiede zwischen deutsch- und französischsprachigen Schweizern. Aber sind wir ehrlich, das erste Ding, das zur Verfügung stellt, könnte ja einen schon verwirren und einen dazu bringen, dass man das allenfalls auswählt, weil man weiss, ja, wir beschützen ja den Papst mit unserer Garde. Also könnte ihr einen noch verwirren. Bin ich gespannt, ob er sich auf den falschen Weg wegen dem leiten lässt. Ich werde das mit dem psychologischen Ding nehmen, zwischen Deutsch und Franzosen. Stimmt. Der Franzose so? Bruder, der ist nicht auf meinem Röstigraben-Niveau. Nattel ist ein häufig Ja, wissen wir, Handy. Telefon. Handy. True. Haha, habe ich gerade heute ein Video gesehen von... Oh, er hat gerade ein Video gesehen, aber sonst wird er es nicht gewusst. Aber hey, okay, er hat es gewusst. Aber er hat gerade das Video gesehen. Von wem hat er das Video gesehen? Was für ein Video? Ein Video gesehen von Aditotoro. Nee, eigentlich war es ein Video von Evanio, aber Aditotoro und du waren mit dem Video drin und da habt ihr Schweizer Begriffe gemacht. Genau, ja. Und da war Natel, okay. weil Natel logisch abgeleitet von, man telefoniert nah. Glasse ist ein Ja, häufig Glasse ist gebrauchtes Wort Glasse. im Alltag. Boah, Eiscreme. Was bedeutet es? Hast du Antwortmöglichkeiten? Soll Oder, ich dir wirklich nee, gib mir geben? keine. Lass mich kurz überlegen. Glasse. Okay, ich kann den Tipp geben, es ist ein Lebensmittel. Verdammt, das habe ich mir nicht gemerkt, weil das habe ich auch schon gehört. Glasse. Was könnte Wie- Glasse sein? Glasse. Wer es ausspricht, Glasse, Glasse. Das heißt Glasse, nicht Glasse. Hunge. Aber er kennt es ja zwar nicht, also dann verzeiht mir auch die falsche Aussprache. Selbstverständlich. Wir sind lieb. Das klingt für mich wie so eine Glasur. Also ich schaffe es leider nicht ohne Antwortmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit Oh nein. 1, Eis. Eis, ja, es ist Eis. Ja. So schnell gegangen, geiler Sieg. Mach die erste. Er hört ja, das ist es. Könnte das auch sein? Es ist Eis, ich bin nur zu dumm gewesen. Okay. Die letzte Frage. Letzte Frage. Wie viele Seen zählt die Schweiz? 100? Oh. Jetzt kommt die Kombination zwischen Ding. Zwischen, wie sagt man? Von dem von vorher, mit der See, mit dem Abstand von Kilometern. Und ich gewusst, es sind sehr viele, wir haben verdammt viele Seen. Jetzt bin ich gespannt, was für eine Auswahl kommt. Also 100 A ist schon mal falsch. 500 oder 1500? Also wenn man... Also kann ich schon mal sagen, ist klar für mich, es ist Antwort C. Weil wir, ich denke, es sind nicht 1500, aber ich gewusst, es sind etwas über 1000. Und weil nur eine Antwort so gekommen ist es C. Wäre jetzt schwerer gewesen, wenn er die Zahlen näher zusammengenommen hätte. man nur maximal 20 Kilometer von einem See entfernt ist. Wenn ich jetzt das Staatsgebiet der Schweiz zusammenrechne, dann geteilt... Ist der Maelo das selber jetzt noch am Googlen? Oder ist er einfach stinkfrech und dort noch WhatsApp schicken? Schau mal, er ist einfach da noch am Handy. Schau mal, er macht das Video mit dem Unge und kompletter Disrespect. Also wenn man nur maximal 20 Kilometer Ist noch von am einem See Handy. entfernt ist. Wenn ich jetzt das... Er ist einfach nur am Handy, der Säckel. Entweder tut er jetzt das Resultat, also die Antwort suchen, oder ist mit jemandem am Handy. Unglaublich. Das bei einer Videoaufnahme im Umgehen. Staatsgebiet der Schweiz zusammenrechne, dann geteilt durch die Wurzel von Pi. Was war die? 100? 500? So 1500, ja. 1500 Seen, das wäre ja krank auf dem kleinen Gebiet. Dann würde man aber der das haben Schweiz wir. auch nennen, das Land der 1500 Seen. Nennt man aber nicht so, sondern Finnland oder irgend so ein Land nennt man das Land der 1000 Seen. Ne? Aber Okay, bei der das Schweiz ist hab ich ein noch Land nicht der gehört. 1000 Seen, Deswegen würde okay. ich bei der Schweiz eher zwischen 100 und 500 tendieren. Jetzt muss ich noch kurz abwägen. Wie realistisch sind 100, wenn du nur maximal 20 Kilometer von jedem See Nicht, entfernt nein. bist? Dann müssten es ja eher 500 sein. Die Frage ist, was ist ein See? Sowas Kleines ist auch ein See. Ab wann ist ein See ein See? Ein Pfützen, einfach, wo sie mal reingeschifft hat. Ah, das ist ein See. Und dann ist nicht mehr so eine Pfütze oder so ein Baggerloch. Ich sag 500, denke aber, dass 1500 möglich wären, aber Dann es wäre sag's doch. krass. Und dann wäre ich jetzt Dann von der sag's doch. Schweiz anders geflasht. Ich muss dich in diesem Fall leider flashen. Es sind 1500. Ich habe extra gesagt, damit man nochmal denkt, die Schweiz ist krass. Nein, aber krass. Schweiz Ja, ich habe ist jetzt 4 krass. Punkte gesammelt. Dir werde ich es ein bisschen schwerer machen. Nächstes Video frage ich ihn über Madeira aus. Mal gucken, was du so über Madeira weißt. Bitte abonnieren. Ich brauche... Das Wort nehme ich doch gerade auf und sage, bitte abonnieren. Jawohl, bitte abonnieren. Der Twitch-Kanal oder der YouTube-Kanal, beides ist möglich zum kostenlos abonnieren. Das wäre richtig nice. Und das Video finde ich auch richtig nice. Klar, das Schweizerisch ist einfach gewesen, um gewisse Sachen zu wissen. Aber auch ich habe ein bisschen gestruggelt. Wo habe ich gestruggelt? Lass mich doch das sehr gerne wissen. Ich bin jetzt da draussen. Ciao zusammen. Kurstalbazzi